Vielleicht denkst du dir jetzt, ja Spielplatz, ich habe gar kein Kind oder ich habe gar kein Kind mehr, endlich sind sie draussen. Hey, aber ein Spielplatz ist so etwas Wichtiges. Und ich darf öppe mal noch wieder eine Kille sehen, wenn ich noch unterwegs bin. Die meisten wissen es ja, öppe mal mit dem Rennvelo unterwegs. Und ich finde das einmal spannend, wenn man in einem Dorf, ich entdecke gerne neue so Gegenden, so ein bisschen. Und noch einmal durchfahren, man kennt ja dann die Logos von diesen Freikirchen und Kirchen. Und ich finde es etwas vom Uninspirierendsten, wenn man die Kirchengebäude sieht und nebendran hat es ein komisches Gigantfirrössli, ein einziges, oder? Oder es hat so eine Schaukel, noch eine, die ein bisschen zu nahe an der Wand steht, oder? Und denkst, dort willst du kein Kind draufsetzen. Und mir war es schon immer ein Thema, dass wir so ein cooles Areal hier haben, aber dass ein Spielplatz fehlt. Bevor wir hier umbauen haben, sind wir runter in die Mühle zu Mittagessen. Dort hatten sie einen Spielplatz gehabt. Du hast die Kinder gumpeln lassen. Wissen da zwischen der alten Jobarena hat es so einen Strauch gehabt. Kinder brauchen manchmal gar nicht so viel. Der Strauch, der hat recht gelitten, oder? Weil die Kinder sind dort drin und drumherum geklettert. Und jetzt haben wir so ein cooles Areal, durchgestylt, oder? Modern. Aber es ist einfach ein bisschen kahl. Und da brauchen wir einen Spielplatz. Wir brauchen etwas, wo sich die Kinder wohlfühlen. Ich darf dreifacher Vater sein. Die Kinder sind gerne so im Spielplatzalter oder die einen auch. Und es ist der Unterschied, ob sich die Kinder wohlfühlen. Und ob ich mich wohlfühle, hat sehr viel damit zu tun, ob meine Frau sich wohlfühlt, die das Auge aufs Kind hat. Oder oft vergesse ich das ein bisschen, oder? Nein, ich habe natürlich die Kinder schon im Griff. Ich glaube, ich habe einfach ein bisschen höhere Toleranz als sie vielleicht, oder? Männer rühren ja die Kinder vielleicht auch mal ein bisschen höher auf als die Frauen. Aber ich merke, dass wenn die Kinder neu mit sind und du weißt nicht, wo sind die? Und ich mag mich noch an einen Sonntag erinnern, wo es ist eigentlich so ein bisschen wie mit Jesus, Maria und Josef, oder? Josef hat das Gefühl, dass Maria schaut, Maria hat das Gefühl, dass Josef schaut. Und nachher, gut, es ist 3 Tage gegangen, das ist mir so nie passiert, aber nachher findet der Kai bei Jesus nicht und uns ist es mal so gegangen. Und mein so ältestes Töchterli ist mit einem anderen Kind abgehauen. Und du weißt nicht, wo sie sind. Du gehst im Park schauen und dann kommen da so Sachen in den Kopf. Oder das Auto, das da hinten an der Franz-Burkhardt-Straße so hinter sich rausfahren, dann denkst du, mein Töchterli ist so genauso hoch auf der Heckklappe. So Gedanken, oder? Wir haben sie gefunden, logischerweise natürlich nicht auf dem Spielplatz, sondern auf dem Skaterpark, oder? Und sie hat eigentlich das Gleiche gesagt wie Jesus. Es ist doch logisch, wo ich bin. Weil da ist es langweilig. Und darum ist es unser Herzensanliegen, um da einen Spielplatz zu bauen. Das Projekt hat sehr viel mit unserer Ausrichtung zu, dass wir eine Stadt auf dem Berg sein wollen. Wir sollten nämlich 2 von unseren Fokuspunkten behandeln. Eine lokale Verankerung. So viele Leute kommen hier auf den Platz, ins Theodor etwas trinken. Und da sind die Kinder da ein bisschen rumrennen, oder? Wie cool ist, wenn es einfach um die Ecke sein können. Das Zweite ist ein Begegnungsraum. Wenn du Eltern bist und willst Anschluss finden, oder Grosseltern geht auch, und auf den Spielplatz gehst, 2-mal am gleichen Spielplatz bist, dort lernst du die Leute kennen. Ich glaube, es hilft unserer Willkommenskultur, wenn man da draussen steht oder noch Kinder holen und eben immer die gleichen Kinder dort am Schauen sind. Wir glauben, das fehlt für unsere Stadt auf dem Berg, dass sich die Kleinsten wohlfühlen. Die Kleinsten sind nämlich nicht zur Generation von morgen, oder? Weil die sind heute schon da. Ich habe gerade im Alpha Life eine Frau, die gekommen ist. Eine Mutter, weil ihre Tochter, ich glaube, die MyChurch oder die T-Church zum Glauben gefunden hat. Und jetzt da, wo kommen, wenn sich die Kinder da wohlfühlen, kommen die Erwachsenen automatisch. Darum haben wir uns intensiv auseinandergesetzt. Es ist nicht ganz so einfach, auf dem Areal einen Spielplatz zu bauen. Und wir haben gemerkt, da hinten, wo jetzt der Foodwagen steht, dort auf den ersten 4 Parkplätzen, es gibt nicht einen riesigen Spielplatz, oder? Aber so, dass dort etwas Gutes ist, wo die Kinder sicher sind, wo einsehbar ist, wo so ein bisschen auch im Zentrum ist. Wir wollen es eben schön machen. Wenn wir uns nicht wohlfühlen, ich fühle mich auf dem Parkplatz nicht so wohl, oder? Wenn ich mich nicht wohlfühle, das war am Spielplatzbau sein Argument. Ich habe gesagt, was fühlst du da? Fühlst du dich da wohl? Gehst du da käfeln? Nein, dann fühlen sich die Kinder auch nicht wohl, oder? Wir müssen da ein bisschen mit Wärme arbeiten. Wir haben einen ganz super Typ und ich ganz viele Referenzen bekommen. Ich sage, die Koryphäe hier weit in der Region umeinander hat mir auch die Stadt Vinti bestätigt. Er ist etwa ein 50-jähriger Mann, aber in ihm schlummert so ein 8-jähriges Kind, oder? Weil er denkt, er hat das Areal angeschaut und gesagt, das wäre eine Möglichkeit und das. Und das ist genial, mit so Leuten
zusammen dürfen arbeiten. Ja, so ein Spielplatz ist leider nicht ganz günstig, oder? Eben, wir wollen nicht einfach so etwas Billiges haben, dass wir etwas gemacht haben, sondern wir wollen etwas haben, das nachhaltig ist, das verhebt, das begeistert für deine Kinder, für deine Grosskinder. Und für das brauchen wir einen Batzen. Und das ist nicht einfach da rum. Aber ich glaube, dass für so eine Vision, die begeistert, dass wir da das Geld zusammenlegen können. Jetzt kommt es zu den Fakten. Wir sollten Minimum 65'000 Franken haben für so einen Spielplatz. Der Spielplatz hat sehr viel mit Gesetz zu. Es gibt nicht so viel Baugesetz wie beim Spielplatz. Fallschutz, eben, dass die Gereize nicht zu nahe an der Wand steht und so Sachen. Wie gross die Löcher dürfen sein, dass sich die Kinder nicht erheblich verletzen können. Und darum ist das so teuer. Wir brauchen Minimum 65'000 Franken, träumen aber von 85'000 Franken. Wir haben ein Fundraising gestartet. Wo ihr seht, wir haben so eine Seite gemacht, wo ihr über den QR-Code draufgehen könnt. Könnt ihr mal auschecken. Im Ausgang gibt es Flyer für die noch nicht ganz so elektronisch unterwegs sind. Dort sieht man also den Balken, wo der Fortschritt ist, was wir noch brauchen. Und ich lade euch ein, einen Teil dabei zu sein, zum Miteinander zusammen das stemmen. Ich habe letztens ein Gespräch am See überloset von zwei Männern, die haben über Bitcoins geredet. Mir völlig fremd, oder? Und sie haben diskutiert, dass er jetzt am Aufgehen ist und dass er dann wieder runtergeht und wenn du kaufst und wenn du verkaufst und auf und ab. Und ich habe so im gleichen Moment eben so ein bisschen mit den Gedanken am Spielplatz herumgeträumt. Und ich will dich einladen, wenn du da investierst, dann musst du dich nicht sorgen, wenn es auf und ab geht. Sondern du kannst dann das Kind zuschauen und siehst, wie es raufklettert und runterrutscht. Vielleicht, wenn du Mama oder Papi bist, musst du dich mal sorgen, eben wenn es ein schnell runtergeht und zu wenig schnell rauf. Aber das kommt. Ich glaube, es ist etwas Begeisterndes. Ich durfte dieser Parkerin schon mithelfen, am Zirkuszelt schon mithelfen. Ich durfte Geld geben selber. Ich durfte Wände bauen. Ich durfte die Streben rauf machen, wo da die Skiwerfer dran hängen. Und so viel hocke ich im Gottesdienst und ich schaue rauf und es kommt mir wieder in den Sinn. Und es begeistert mich. Und ich weiss noch, wenn ich mit dem Marc Lerch das gemacht habe, am Morgen um 2 hat das noch fertig werden, kurz vor der Eröffnung. Ich weiss noch, wie wir eben noch mal zusammengeleitet haben als Small Group, dass wir das Licht noch aufgebracht haben. Und ich will dich einladen, um dir zu überlegen, hey, wäre das etwas, um nochmal in die Schwerpunkte hinein zu investieren. Und wir wollen jetzt, bevor wir in Worship hineingehen, nochmal den Gott anbeten, eine kurze Zeit von der Reflexion und Gebet haben. Wir machen es so, dass wir uns jede kurze Zeit nehmen, wo wir uns fragen, hey, die 3 Punkte, die 3 Schwerpunkte, die lokale Verankerung, die Willkommenskultur, das Begegnen am Sonntag und auch die Inhalte verfügbar machen, bin ich bereit, da nochmal aufzukumpen. Vielleicht kostet es uns etwas. Ich hoffe, es kostet uns etwas. Bin ich da dabei? Und vielleicht ist ein zweiter Schritt, dass du dich fragst, hey, wollte ich den Spielplatz unterstützen? Will ich können sagen, hey, das ist ein Teil von mir. Nehmt euch 1 Minute, 2 Zeit, um diese 2 Fragen euch zu stellen. Und nachher werde ich ein Abschlussgebet machen. Oder kurz beten, nicht ein Abschlussgebet machen. Und dann kehrt euch doch schnell zueinander, so das 3. und 4. Jetzt auch für die Zeit beten, wo wir als Kirche reingehen. Wir wollen nicht einfach eine Church Night sein, wo wir jetzt da in ein Lippenbekenntnis rausgegeben haben, dass wir ihnen etwas gesagt haben. Sondern wir wollen sehen, wie das Reich Gottes da lokal und vielleicht auch im Digitalen sich ausbreitet. Und Menschen wie du und ich, dem Jesus, können begegnen. Wir, die ihn schon kennen, aber auch ganz viele Leute, die ihn nicht kennen. Wir nehmen uns kurz Zeit, um selber zu reflektieren. Ja, Jesus, ich danke dir für die GVC. Ich danke dir für all die Frauen und Männer, die vorausgegangen sind, die ihnen das Fundament gelegt haben, die sich investiert haben. Ich danke dir, Jesus, für deine Gnade, dass du das so hast wachsen lassen. Ich danke dir für all die Begegnungen, die wir mit dir kennen. Ich danke dir für jeden Menschen, der dich gefunden hat. Ich danke dir für jedes Wunder, das wir mit dir erlebt haben, für jeden Kampf, den wir durchgestanden haben. Und Jesus, wir bitten dich, dass es weitergehen darf. Und wir glauben, dass mit diesen 3 Schwerpunkten das da ist. Jesus, mach uns nochmal bereit für die Schwerpunkte. Macht uns nochmal bereit, dass wir unsere Zeltpflöcke weiterspannen können. Dass wir uns nicht auf diesen
Lorbeeren von der Vergangenheit ausruhen, sondern dass es für sie geht, dass wir das für packen können. Heiliger Geist, wir brauchen dich und wir sagen dir, komm. Amen. Kehrt doch heute